Ein herzliches Hallo. Heute geht es um das Thema, warum der Weg zu dir selber, zu deinem höheren Selbst so wichtig ist. Mein Name ist Pierina Steiner, Mutmacherin und Chancencoach von Speedflow Coaching. Schön, dass du da bist. Lass dir den Podcast bitte bis zum Ende an, denn ich habe für dich am Schluss noch etwas ganz Spezielles. Solltest du mich noch nicht kennen, ist es mir wichtig, dir mitzuteilen, dass ich mich absolut nicht in der Esoterik-Ecke sehe. Ich lebe eine moderne, gesunde Spiritualität mit einer sehr grossen Bodenhaftung. Ich bin absolut überzeugt, dass es viel mehr gibt zwischen Himmel und Erde, wo wir vielleicht nicht wahrnehmen können und uns auch ganz bewusst mit dieser Urenergie verbinden können. Verbunden sind wir immer, nur eben manchmal weniger oder mehr. Manchmal nehmen wir es wahr und manchmal auch nicht. Ja, ihr kennt ganz oft mehr als andere. Ich besitze, sagen wir mal, feinere Antennen. Bevor ich in das Thema einsteige, der Weg zu dir selber, zu deinem höheren Selbst, möchte ich dir gerne erklären, was ich denn überhaupt darunter verstehe, wie ich das höhere Selbst definiere. Für mich ist es die wirkliche Essenz von uns. Es ist in diesem Sinn aber nicht etwas Höheres. Also etwas, das irgendwo über uns schwebt oder irgendwo im Nirvana ist, sondern es ist ganz tief in uns selber. Sprachlich finde ich es auch nicht gerade so korrekt, denn das höhere Selbst, das höhere, es sagt es ja schon, das schafft eine Lücke und eine Dualität. Warum? Wenn du ganz genau anhörst, heisst es höheres Selbst. Somit muss es auch ein niedriges Selbst geben, was so einfach nicht stimmig ist. Und das schafft nämlich nur eine Distanz. Wie etwas, das so unerreichbar ist. Dabei ist es immer da, nur vielleicht einfach nicht wahrnehmbar. Es ist auch nicht stimmig, wenn vom Aufstieg zum höheren Selbst geredet wird. Es gibt ja auch keinen Aufstieg in diesem Sinn, sondern es ist immer ein Teil von dir. Solche Aussagen, die machen uns eigentlich nur klein, minderwertig, ja, und sie trennen uns auch noch viel mehr von dem, was wir wirklich sind und was wir auch immer gewesen sind. Auch wenn du vielleicht ganz einen guten Zugang zum höheren Selbst hast, kann es auch mal Zeiten geben, wo du dein höhere Selbst gar nicht so wahrnimmst. Wegen dem macht dich das ja nicht klein oder minderwertig. Das Leben ist ja schliesslich auch ein Auf und ein Ab. Und manchmal läuft es besser runter und manchmal harzt es an allen Ecken. Ich werde jedoch das höhere Selbst hier weiter als Ausdruck verwenden, weil es einfach so in aller Munde ist und die meisten sich darunter auch etwas vorstellen können. Es ist im Grunde die wahre Essenz, das, was wirklich echt ist an dir. Das absolut Wunderbarste, was manchmal einfach tief in dir verborgen ist. Jetzt stellst du dir sicher die Frage, ja, wenn es doch vorhanden ist, tief in mir, warum kann ich es denn nicht besser wahrnehmen oder überhaupt wahrnehmen und mich von dem höheren Selbst leiten lassen. Da kommt leider unser sehr liebgewonnenes Ego zum Zug, wo absolut gern die Führung übernimmt, ob wir das merken oder auch nicht. Und unser Ego, das will natürlich immer Recht haben. Ja, du merkst es nicht einmal, aber es hindert und begrenzt dich. Das Ego, das hat ganz viele Facetten, Schichten und kann auch sehr hinterlistig sein. Wir Menschen wollen Anerkennung. Darum verlieren wir uns ganz viel in dem, was so als Standards von anderen vorgegeben wird.
Wir probieren uns anzupassen nach denen ihren Werten, ihren Ansichten, auch gerecht zu werden. Denn wir wollen ja dazugehören. Wir wollen geliebt werden, geschätzt und anerkannt. Wenn du jetzt denkst, das ist bei mir überhaupt nicht der Fall, glaube ich dir das schlichtweg nicht. Warum? Weil das wie automatisch, ganz unbewusst passiert, ohne dass wir es merken. Dazu gibt es übrigens auch Studien, denn wir gleichen uns ganz unbewusst unserem Gegenüber an. Nehmen wir zum Beispiel ein Ehepaar, das seit Jahren verheiratet ist. Unbewusst gleichen sie sich an. Das zeigt sich auch in dem, wie sie sich ausdrücken, vielleicht auch Redewendungen vom Partner oder von der Partnerin übernehmen. Teilweise auch Gesten, aber auch Ansichten, Verhalten. Und das sieht man in ganz vielen Situationen. Tu das mal beobachten. Bei Leuten, die du vielleicht schon lange kennst, bei einem Ehepaar, das auch schon lange zusammen ist. Nehmen wir eine Bekannte von mir als Beispiel. Vor ein paar Jahren hat sie sich intensiv einem neuen Hobby gewidmet und war regelmässig mit einer Gruppe von Leuten zusammen. Sie war immer eine sehr tolle Person, ehrlich, herzlich, natürlich, einfühlsam und sehr hilfsbereit. Und du kennst es so, in jeder Gruppe gibt es einen sogenannten, manchmal auch nicht offiziell ernannten Anführertyp. Der sogenannte Anführertyp hat eine gewisse Überheblichkeit in dieser Gruppe gehabt. Teilweise war er auch sehr arrogant, hat ein arrogantes Verhalten an den Tag gelegt. Nennen wir es mal ein sehr ausgeprägtes Ego gehabt. Mein Spruch, den ich dann immer verwende, wenn ich so einen Ego-Typ sehe. Wenn dem sein Ego knallen würde, dann hat er das ganze Jahr Feuerwerk, wie am 1. August. Ja, was denkst du jetzt, wie hat sich meine Bekannte verändern? Ich denke, die Antwort, weisst du, die muss ich dir nicht noch geben. Ganz automatisch passen wir uns an. Denn wir wollen dazugehören, wir wollen anerkannt werden. Das ist etwas Natürliches. Das Verrückte daran ist aber, wir merken das nicht einmal. Es passiert einfach, wenn wir nicht von selber innehalten und alles von einer gewissen Distanz einfach mal betrachten und uns ganz bewusst entscheiden, will ich denn das überhaupt? Wir müssen uns selber fragen, will ich meinen Wert für andere verrücken, abändern? Bin ich denn noch authentisch? Will ich Anerkennung um jeden Preis? Ist mein Selbstbewusstsein echt oder nur durch Goodwill, Zuspruch, Zustimmung von anderen aufgebaut? Ich könnte hier noch viel aufzeigen, doch ich glaube, du weisst, um was es geht. Denn all das führt von dir weg, von deinem höheren Selbst weg. Apropos Werte, das passiert vielen, was ich gerade erzählt habe, weil sie ihre Werte gar nicht kennen. Sie sind sich ihre Werte überhaupt nicht bewusst. Darum frage ich dich, kennst du deine Werte? Kannst du mir, ohne nachzudenken, deine 5 wichtigsten Werte aufzählen, die für dein Leben zählen? Ich glaube kaum. Die Werte zu kennen ist sehr wichtig, damit du überhaupt aktiv dein Leben kannst gestalten und steuern und vor allem nicht in solche Fallen hineintappst. Auf meiner Website kannst du dich kostenlos für einen Kurs anmelden. Neue Wege, neue Chancen. Dort, in diesem Kurs, findest du auch einen Wertefinder. Dort zeigt er ganz klar, wie du deine Werte kannst eruieren und dein Leben ganz bewusst auch steuern nach deinen Werten, so dass du auch weniger in Probleme hineintappst. Jetzt zurück zum höheren Selbst. Was uns noch hindert, zu uns selber und zum höheren Selbst zu gelangen, ist unsere Selbstverurteilung, unsere begrenzenden Gedanken. Und was dann folgt, das ist mangelnde Selbstliebe.
Viele sprechen nicht gerne über die Selbstliebe, weil sie die als negativ betrachten und es bei denen so einen schalen Beigeschmack auslöst, was absolut falsch ist. Sich selber zu lieben, gern zu haben, hat überhaupt nichts mit Egoismus oder Arroganz zu tun. Sich selber mögen und zu lieben, ist eine Grundvoraussetzung, ist die Basis für überhaupt sich mit dem höheren Selbst intensiv zu verbinden. Die meisten wollen von anderen geliebt werden und gern gehabt werden. Sie investieren Zeit, verbiegen sich, nur um Anerkennung und Zuneigung überzukommen. Wenn es jedoch um die eigene Selbstliebe geht, dort haben sie Vorbehalte und alle möglichen Gründe, warum sie sich nicht selber lieben können. Von anderen, ja, da wollen sie geliebt werden. Aber sie tun sich absolut schwer, sich selber zu lieben. Ist das nicht irgendwie verrückt und paradox? Das ist doch, auf Berndeutsch gesagt, beschucken. Auch ich bin in jungen Jahren in die Falle getappt. Ich wollte um jeden Preis von meiner Mutter geliebt werden. Nur meine Mutter hat keine Liebe geben. Und sie hat es auch gar nicht wollen, aus ganz vielen Gründen. Was ich alles gemacht habe, für nur ein bisschen Anerkennung und habe dabei gar nicht gemerkt, dass ich mich von mir selber immer wie mehr entfernt habe. Durch all die Aktionen, die ich gemacht habe, um die Anerkennung überzukommen, habe ich mich wirklich selber verloren. Es sind Jahre vergangen, bis ich endlich mein wahres Ich erkannt habe und zu mir selber wieder zurückgefunden habe. Viele glauben auch, dass sie zuerst alle Schwächen, Fehler beseitigen müssen und dann auch absolut perfekt sein, bevor sie sich selber lieben können. Wer sagt denn, was perfekt ist? Sind es nicht wieder nur die Vorgaben der anderen? Dein höhere Selbst, das benötigt keinen Perfektionismus. Es ist, du bist. Wichtig für dich zum Wissen ist, wenn du einen Mangel an Selbstliebe, Selbstachtung hast, dann entgeht dir sehr viel im Leben. Selbstliebe und Selbstachtung prägt nicht nur unser Leben, sondern auch Beziehungen zu unseren Mitmenschen, positiv oder negativ. Wenn wir uns selber lieben können, dann sind wir emotional stabiler, haben keine Ängste, die Anerkennung von anderen zu verlieren, machen uns selber keinen Druck durch einen Perfektionismus, weil wir den Fünfer einfach gerade sein lassen. Ja, wir sind auch attraktiver für andere, weil wir das ausstrahlen, weil wir authentisch sind und wir sind erfolgreicher in allen Bereichen. Um nur so mal ein paar Sachen zu nennen. Dazu haben wir einen viel besseren Zugang zu unserem höheren Selbst. Der Weg zum höheren Selbst finden ist ein grosser Schritt zur wahren Freiheit und zur puren Lebensfreude. Hätte ich jetzt einen Wunsch frei, dann würde ich mir für dich so eine 5-10-Schritte-Anleitung wünschen, die dir sofort den Zugang zu dir selber, aber auch zu deinem höheren Selbst ermöglichen, so dass du auf ewig damit verbunden bist, du in Harmonie das Wunder in dir wahrnimmst, dich geborgen, sicher und geliebt fühlst. Ja, im Internet findest du zahlreiche solche Anleitungen. Doch, seien wir doch ehrlich, würden die alle zusammen funktionieren, wäre das auch so einfach, ja, dann würde die Welt wohl ganz anders aussehen. Es wäre weltweit Frieden, ein Aufeinander zugehen, eine Hilfsbereitschaft auf dem gesamten Erdbau. Es wäre eine Güte, eine wunderbare Harmonie vorhanden. Wir würden weniger Missgunst, Neid, Hass, Krieg, Streit, Intrigen kennen. Es wäre einfach Frieden. Nur du und ich wissen,
dass es eben nicht so ist. Du fragst dich jetzt bestimmt, warum gebe ich dir nicht die ultimative Anleitung, wenn ich über 10 Jahre Praxiserfahrung mitbringe? Ganz einfach. Ich kenne dich leider nicht persönlich. Ich weiss nicht, wo du gerade stehst, was dein Problem, deine Sorgen, deine Ängste sind. Ich weiss nicht, wie es um deine Selbstliebe steht. Ich bedauere das, aber ich kenne deine Lebensgeschichte nicht. Das ist auch der Grund, warum die Standardanleitungen aus dem Internet nicht funktionieren. Du bist eine einzigartige Person, genauso wie die Fingerabdruck, dein herzhafte Lachen. Die gibt es kein zweites Mal. Das musst du dir bewusst sein. Du bist einzigartig, du bist ein Unikat. Bewusst, das ist das Stichwort. Bewusstsein entwickeln, für dich selber, für dein kostbare Leben, für dein Lebensweg, dein Lebensziel, dein Umfeld und zum höheren Selbst. Der Schlüssel zum höheren Selbst geht immer über das Bewusstsein. Viele schaffen es nicht, den Schritt zum höheren Selbst einfach so mit einem Fingerschnippen zu gehen. Oder sie sind im nächsten Moment schon wieder getrennt, nicht mehr verbunden. Aber auch jeder, der wirklich einen guten Zugang zum höheren Selbst hat, ist im Leben schon oftmals vor und wieder zurückgegangen. Der Zugang zum höheren Selbst ist etwas Wunderbares und kaum in Worte zu fassen. Es ist der Moment vom Ankommensein, einfach vor Liebe, Güte, aber auch vor Fröhlichkeit, der Harmonie, das Wunder, das in dir selber passiert. Ich denke, das ist das, was du doch tief in deinem Herzen möchtest und einfach nicht eine Standardanleitung, die dich aber nicht dorthin bringt. Das alles ist ein Prozess. Er passiert nicht einfach plötzlich in dir, aus heiterem Himmel. Aber ein Tipp, den kann dir sagen, mit einer analytischen, aufdeckenden, ausheilenden und mit einer speziellen Verbindung zu deinem höheren Selbst. Mit einer sättigen Hypnose schlägst du ein paar Fliegen mit einer Klappe, wie der Volksmund so schön sagt. Alte, auch tiefe, unbewusste, vorhandene Verletzungen werden ausgeheilt in der Tiefe, sodass du von diesen vorhandenen negativen Gefühlen befreit wirst. Du wirst loslassen können, Frieden schliessen mit Personen, mit Ereignissen, so dass dich das nicht mehr belastet und du endlich frei bist. Du wirst dich wieder verbinden mit deinem inneren Kind und auch mit deinem höheren Selber. Du wirst ein wunderbares Flowgefühl erleben, eine Heiterkeit, eine Fröhlichkeit und eine Harmonie spüren. Du wirst deiner Intuition wieder mehr vertrauen, selbstbewusster sein, voller Selbstliebe, innerer Stärke, gestärkt werden für die Lebensweg. Das alles ist mit dieser analytischen, aufdeckenden, ausheilenden Hypnose möglich. Wenn du die wunderbare Sitzung erleben willst oder Fragen dazu hast, dann kannst du mich gerne über meine Website kontaktieren oder da einen Kommentar hinterlassen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn doch. Und vielleicht hast du auch Lust, dich mit mir zu vernetzen, über Pinterest, Facebook oder YouTube. Die Links findest du unten im Beschrieb. Ich freue mich auf dich. Von Herzen wünsche ich dir eine gute, erfolgreiche Zeit, voller Gelassenheit, der nötigen Entspannung und Ruhe. Möge dir die schönen Momente und die Erfolge zufliegen. Bis bald, deine Pierina Stein.